Im höchsten Tempo noch verloren. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Was möchtest du bei mir? Mit dir rede ich gar nicht. Da muss ich wahrscheinlich zum Major, oder? Der Major Polatli. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ich habe bereits die ersten Berichte erhalten. Hervorragende Arbeit. Jetzt haben wir genug Platz zum Atmen, um wieder auf die Füße zu kommen. Jetzt können wir endlich versuchen, unsere Truppen entlang des Flusses zu verstärken, um uns auf die Schlacht am Hoover-Staudamm vorzubereiten. Sie haben meinen Dank. Wir schulden Ihnen eine Menge. Ein positiver Ruf. Passen Sie da draußen auf sich auf. Hallo. Aber den Krempel kriegt runter nicht. Stromleiter. Hör auf dein Herz. Das Monster am Trockensee. Oder die Monster. Ich glaube, das sind mehrere. Wo war ich denn? Stufe 8. Scheiße. Ja, ich sag mal, Tiger mal die Sendung ab. Aber ich wollte einen Händler. Da war doch, wo war denn der? Hallo. Der Quartiermeister. Da ist er. Mit der Meyers. Sie haben also dabei geholfen, der Legion Nelson abzunehmen. Schön zu sehen, dass jemand die Dinge in die Hand nimmt und sich nicht nur dauernd beschwert. Ich habe keine Vorräte übrig. Aber ich habe ein paar Kronkorken. Wenn Sie etwas haben, das Sie nicht mehr brauchen. Ja, gar nichts. Ja, toll. Kann ich gleich wieder gehen. Mhm. Da hat der gute Mann gar nichts auf Lager. Das heißt, zum Handel reisen wir woanders hin. Helios One. Der Handelspost, warte mal. Die eine Dame hat was gehabt. Hallo. Michelle. Willkommen im 188 Mampfen und Shoppen. Wie kann ich Ihnen helfen? Mampfen und Shoppen. Schauen Sie mal nach. Ja, die hat da Munition, praktisch. Und da, wer kriegt er von mir? 9 mm, die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. ...308. Weg damit. Magnum nutze ich auch nicht. Kaliber 20. Eine Arzttasche. Aha. ...563, oh Gott. Befreier. Nimm den. Ein Bleirohr und dann noch um. Weißt du? Ein weiterer zufrieden. Tschüss. Der war Veronica. Bin du ja nicht, von den 7 Zwergen. Sie konnten nach dem ersten Gespräch mit mir einfach nicht genug kriegen, was? Richtig. Wir sehen uns. Aber eine weitere Unterhaltung gibt es nicht. Ich hab die mag mich nicht. Chefin? Ich hätte noch Schusswaffen und Munition. Aber klar, eine Menge Leute treiben sich im Osten rum, stöbern im Müll, suchen was, das sich verkaufen lässt.
Sind harte Zeiten zu Hause. Zu viele Leute, nicht genug Arbeit. Es sei denn, man steht drauf, Brahmin-Mist zu schaufeln. Sicher, kein Problem. So, was hatten Sie? Maschinenpistole, die kommt da rum. Die brauche ich nicht. Den brauche ich ja nicht, oder? Der Flammbrennstoff. Weg damit. Bei der die Flinte. Hauen wir weg. Kommt mit der Breierkunst. Das Lasergewehr, der die ganz gerne richten. Pass auf, 797. Was hast denn du? Ammunition. Hast du Munition? Nein. Nichts, wo ich brauchen kann? Ja gut, schaut schlecht aus. Passt schon. Kass ich ab. Ja, die Frage. Wo möchten hin? Da noch drum zu Bravo? Oder da heute? Kann der längere Ritt werden. Da die Mission. Aber da oben komme ich nicht, oder? Weil das Hinweg ist. Ich glaube, da muss ich außen rundum. Und nach drunten. Helios One. Von da aus, was sagt du dazu? Bei Helios One, wie schaut das aus? Und sie zücken die Waffen, die Säcke. Bei der waren wir gespeichert. Und immer der Nuss noch. Hey, der kommt da vorbei, Sie. Beim Tyrannosaurus. Und ich glaube, ich sollte besser aufpassen, oder? Zwecks der Minen. Die linkt doch gerne mal. Chipsenhütte. Ja, wer haust denn da rein? Ein Alkoholiker oder was? War das der Chipsen? Ein Klüttel. War die Veronica? Tatsächlich? Die anderen dumme gut oder was? Pass auf, wenn du mich schon, ha? Da können wir ein radioaktives Wasser saufen, ganz gut. Schmeckt am besten.
Ja, wer ist da? Hallo. Novak. Novak-Siedler. Glauben Sie Novak kein Wort. Er scheint nie zu schlafen. Da ist es kein Wunder, dass er nur Quatsch erzählt. Und die Novaks, die hausen da oder was? Was ist das? Ein Sternkorken. Hat der Bedeutung? Nicht, oder? Nein, nicht Penner. Das ist Kristall. 25. Diese depperten Küsten kriegen nicht aufgehen. Prim ist eingeknickt und hat die Siedlerin? RNK-Herrschaft anerkannt. Siedler. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Sagt mal, ist Novak Siedler. Habt ihr einen Chef oder was? Da ist der Tyrannosaurus. Geil. Der rustige Hamischö. Motel. Novak, wer nicht da? Blichiwi, du kennst die aus, oder? Der Viktor. Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Da sag mal, was tust du da? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Novak, netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Ein Bett. Noch eine Pistole. Warum hast du was? Mächtig nettes Angebot. Aber ich muss meine Kräfte sparen, wenn ich es bis New Vegas schaffen will. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das auch bestens hin, wenn der alte Vic Sie nicht aufhält. Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Novak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Wir sehen uns. Die Leute von Novak. Empfangsschalter. Aha, Chefin. Die Zuckerbomben. Hallo. Dinky-Souvenir. Genie, du. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Eine Ich Schande. bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Wir bleiben. Nein, Mann. Ach, schon in Ordnung. Na ja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Hüten Sie sich vor Fremden. Der Manny. Aha. Zumindest ein Anhaltspunkt. Wer ist das? Der Captain Kesmos. Eine Legende. Aber ansonsten geht nichts brauchbar aus. Ja gut. Wir dampfen ab. Und der Mann ist dort rum. Prim ist eingeknickt und hat die Die Ruhen RNK-Herrschaft gleich. anerkannt.
Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu. Hey Manny, wie schaut das da um? Liegt der da drum? Wir müssen einfach gehen. Kommst du auf? Ich weiß gar nicht. Aha, da kommt der Affe. Bitte, Manny, der Cliff. Wie Wo treffen wir geht's? schon? Wir werden einfach dafür sorgen, dass Sie den ganzen Tag bei uns bleiben. Und jetzt die Nachrichten. In Freeside kommt es zu Lunchbox. Spannungen zwischen der herrschenden als Futmittel. bekannten Bande und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort zu. Da sind wir mal, da wollen die immer. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur der King Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. RNK in the Ghetto sehen. Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Noch eine Story. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs. Raketen und ähnliches. RNV-Reporter waren vor Ort, um seine Waffen? Ansprache an die Bevölkerung. Ja, ich habe ein paar. Mist. Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Jetzt bittet Nat King. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. So, was hat denn der? Liebe mich, als gäbe es keinen Mord Eine 10 mm Pistole mit Schalldämpfer. in New Vegas. Granaten. Ja, nie. 238. Ich glaube, die brauche ich. Brandgranaten. Nimm mehr mit. Da, wer kriegt er von mir? Habe ich noch was zum Tauschen? Der Krippel da, hat er wickert. Rebound. Reparatursatz für was? Und selbst ist der Mann. Die Bären. Paradinenscheiß, hat er wickert. Steampack, 8 Stück. Oh Gott. Die Kohle wenig. Nimm Viri. Dein Pass. Kommen Sie bald wieder vorbei. Howdy, Partner. So, wir wollten ja zum Manny. Hättet der Manny? Tut ja. Was geht, Alter? Hey, Alter. Wer bist denn du? Ich bin Manny und ich habe Ihr Wachdienst. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boone. Wer ist Boone? Boone ist ein Scharfschütze wie ich. Als wir noch in der Armee der RNK waren, war ich sein Beobachter. Nach dem Ende unserer Dienstzeit habe ich ihn überzeugt, sich hier anzusiedeln. Und so kamen wir her. Ich würde Sie ja einander vorstellen, aber wir verstehen uns gerade nicht so gut. Es krittelt in der Ehe. Seine Frau und ich waren selten einer Meinung. Wir hatten ziemlich oft heftigen Streit. Eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt. Mensch, eigentlich über alles. Ich bin in Nordvegas aufgewachsen. Mit meinen Cousins. Wir waren schlimme Finger. Traten einer Bande bei. Ich hab's geliebt. Dann ist was passiert. Und ich hab das nicht mehr gepackt. Also bin ich der Armee beigetreten. Hab meine Zukunft verdient. Hab meinen besten Freund mitgebracht, um diese Zukunft mit ihm zu teilen. Und dann kam da diese Frau daher, die sich für was Besseres hielt und die mir wegnehmen wollte. Die Schlampe und ich waren uns spinnefeind.
Ob sie hart waren? Mensch, ich war bei den Kahnen. Viel härter wird es nicht. Ja, pass auf, Mann. Ihr sucht einen Typen. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Überrascht mich nicht. Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Eine Win-Win-Situation. Was möchtest du? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Es würde mir viel bedeuten. Bleibt sich gleich. Vor allem, was sich uns auf 1000 Meter nähert und nach Ärger aussieht. In letzter Zeit hatten wir Ghoul, die über die Straße vom Rapcon im Westen kommen. In den letzten Tagen eine ganze Menge. Die größte Bedrohung ist die Legion im Osten. Wenn sie uns in voller Stärke angreift, überrennt sie uns einfach. Bisher hatten wir aber wohl Glück. Yep, bis bald. So, das heißt, bei Gelegenheit ballern wir die Gule weg. Geil, Jü. Aussicht doch der Gute. Hey, Sie sind wieder da. Das nenne ich Kundenbindung. So, da haben sie jetzt. Motelzimmer. Meine Zimmer. Ja, das ist ja. Das ist aber gemütlich. Eine gegrillte Schrecke. Dreh sie um. Eine ruhige Hand. Da kann ich Stimpaks. Wer wohnt da? Ich hab da der nicht rein. Ja gut, scheiß drauf. Aber der Boss von Novak, wenn das. Und der ist auf dem Kriegsschiff. Ein paar Siedler. Scheiße, habt ihr keinen Boss darin? Moment, da ist jemand daheim. Ginny May, die haust du. Wie schaut denn aus? Probleme? Hier mit der Knarre? Dr. Ada Strauss. Was kann ich für Sie tun? Medizinische Hilfe, tatsächlich? Halb so schlimm. Gleich sind Sie so gut wie neu. Ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass ich gleich 2 Routinebehandlungen an einem Tag versaue. Manchmal ist es die beste Medizin, etwas einfach zu ignorieren. Ich glaube ja. Ich glaube, die bringt mich um. Tschüss. Eine Doktorin, schön. Ein Söldner. Und, wo das ist? Na gut. Also, Bumm, ich hau ab. Die Novak ist nicht losgehen. Auf jeden Friedhof gibt mehr Stimmung. Die Rangerstation Charlie. Weit war's ja nicht mehr. Mehr in die Richtung.